Berge, die man vom Bergfriedhof in Lindenberg aus sieht, die sind scheinbar unvergänglich. Im Friedhof drinnen dagegen ist man konfrontiert mit der Vergänglichkeit. Ich bin zum Menscheln gekommen, Leuten begegnen und miteinander ins Gespräch kommen. Über das Leben mit und vor dem Tod. Und ich verspreche, das wird nicht nur traurig. Grüß Gott, darf ich Sie schnell stören? Sie sind so fleißig. Hallo. Also ich bin selber nicht viel am Friedhof. Ich sehe meine Familie nicht hier oben. Sondern? Ja, die tragt man doch denn im Herzen. Also es ist jetzt halt eher noch was Traditionelles, dass man eine Grabstätte hat. Ich denke, das wird sich die nächsten Jahrzehnte mehr und mehr verschwinden, oder? Sie haben gerade gesagt, man muss die Menschen im Herzen tragen. Wie ist es denn so überhaupt mit dem Kontakt, den man noch zu Verstorbenen hat? Also Sie sehen ja, das sind teilweise schon lange her. Wir waren beide noch Teenager oder gerade mal 20, 18, wo unser Vater gestorben ist. haben Sie nur eine Herzensverbindung zu Ihrem Vater zum Beispiel? Ja, auf jeden Fall. Genau, aber hier würde ich ihn jetzt nicht sehen. Sondern so, dass wo ich denn? Wo war er denn gern? Oder wo sehen Sie ihn? Ja, also er hat so die letzte Zeit gern mit uns gekocht. Das war immer so was, genau. so ein Highlight. Oder Schraube, Autos gerichtet. Genau, Autos gerichtet. Der hat Ja. seine Ihr zwei Werkstatt im habt Autos Keller. gerichtet. Unter Anleitung dann. Der war sehr krank und dann hat man mehr Auto richten müssen und dann haben wir zwei Das hat mich schon gar nicht mehr erinnert. Und wenn man so am Grab arbeitet, denkt man da auch so an die eigene Vergänglichkeit und was das vielleicht fürs eigene Leben bedeuten könnte, dass es ja irgendwann mal zu Ende ist, dass es vergänglich ist? Ich glaube, wir sind schon geprägt dadurch, dass wir unseren Vater so früh verloren haben, dass wir wissen, wir heben das nicht aufs Alter oder in Rente, sondern man weiß nie, wie lange man hat. Also ich denke, da kriegst du generell schon ein anderes Leben, dass man bewusst lebt und ja alles mitnimmt, was halt einem gut tut. Ich finde, das ist das Wichtigste, dass man da nicht irgendwann mal denkt, man hätte das bloß gemacht. Also das finde ich das Schlimmste irgendwie. Ja, wir wissen Alles machen, wenn es geht. Genau. Zum Beispiel Spaß was? Spaß haben. Wie? Urlaube, Wellness, keine Ahnung, hat ja jeder andere Sache. Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden, Zeit mit meiner Lieblingsschwester, die einzige, wo ich habe. Zeit ist das Wertvollste. Und hier auf dem Friedhof von Lindenberg im Allgäu verbringen viele ihre Zeit freiwillig. Denn er ist als Landschaftspark gestaltet und Spaziergänger lieben ihn. Da kann man gut nachdenken, zum Beispiel über die Zukunft. Ja, wie es halt dann ist, wenn man mal Kinder hat und ja, wird sich dann viel ändern. Über so viel denke ich jetzt eigentlich ziemlich viel nach. Und da ist also ein Friedhof ein guter Platz, um einmal die Gedanken schweifen zu lassen. Ja, auch. Hier kann man ja überall gut laufen. Das ist eigentlich ein besonderer Friedhof, der Bergfriedhof, mit der Bergsicht und alles. Welche Berge sind da Ihre Lieblingsberge? Weil die sind ja jetzt alle Ja, der hier Hochgrat eigentlich, das ist der erste Berg eigentlich, wo ich überhaupt war. Und da habe ich jetzt auch meine Freundin kennengelernt an dem Berg und sie will unbedingt Kinder und ich habe mir jetzt auch überlegt, das wäre noch schön. Ich bin ja eigentlich schon ein bisschen älter, aber das müsste eigentlich noch gehen vom Alter her. Also ich finde schon, dass man eigentlich auch dafür lebt, dass man Kinder hat. Sonst steht man eigentlich auch irgendwann hier liegen und irgendwie lebt man noch an den Kindern aber ein bisschen weiter. Die denken an einen und ja. Und da hinten waren doch welche. Wieso geht jetzt ihr eigentlich genau am Friedhof spazieren? Weil wir in der Nähe wohnen und das wie ein Park ist im Prinzip. Und es fahren keine Autos, man kann mit den Kindern halt einfach entspannt über den Friedhof spazieren, ohne dass man mal gucken muss. Ist es nicht komisch, zwischen den Grabsteinen immer mit der Vergänglichkeit konfrontiert? Wie ist das so? Das fällt mir ehrlich gesagt gar nicht auf, weil ich bin hier aufgewachsen und ich kenne es nicht anders. Von dem her ist es für mich völlig normal, da denke ich gar nicht drüber nach. Man hat einen Blick in die Berge und es ist einfach schön. Es ist halt viel Natur. Und wie findet ihr das jetzt hier da auf dem Friedhof da entlang zu laufen mit den Pferden? Gut, weil die hier richtig gut galoppieren können und so. Vor Allerheiligen haben aber nicht alle Zeit zum Spazierengehen, sondern sie müssen Gräber richten. So war das zumindest früher.
Heutzutage lassen sich manche unter Bäumen im Friedwald beerdigen, mit nur einem kleinen Namensschild. Das ist hier am Lindenberger Bergfriedhof auch angedacht. Wer es jetzt schon pflegeleicht will, nimmt eine der Stelen. Um die Bepflanzung hier kümmert sich die Stadt. Eine von den Stelen ist auch ihr Ziel. Seit 5 Jahren ruht die Urne ihres Mannes hier. Ändert man so sein Umgehen mit Vergänglichkeit, mit dem, wie man das Leben lebt, wenn man weiß, der eine ist schon vorausgegangen? Wie geht es Ihnen damit? Ich hatte natürlich schon zum Kämpfen. Er ist beim Wandern umgefallen und hatte vorher also keinerlei Anzeichen. Also das war dann schon ein Schock. Wir waren beim Wandern, das sieht man dann genau, wenn man auf dieser Bank sitzt. Dann sieht man da zu dem Oberberg und da ist so ein Funkturm und genau da sehe ich hin. Und wie geht es Ihnen jetzt 5 Jahre danach? Wie geht man damit um dann? Wie haben Sie es geschafft, gut weiterzuleben? Haben Sie es geschafft? Ich denke ja. Also, aber man hat zu mir immer gesagt, das heißt nicht umsonst Trauerjahr und man braucht ein Jahr, weil mit einem Jahr war nichts erledigt. Also ich würde sagen, so nach 3 Jahren fängt man dann mal an, irgendwo das begreifen. Ich habe Gott sei Dank, ich habe liebe Kinder, ich habe liebe Enkelkinder und auf die ich mich immer verlassen konnte und die immer für mich da waren und da sind. Ja, das hat meine Enkelin also für den Opa gemalt. So ein Stein erscheint unvergänglich, hart, aber Wasser kann ihn formen. Oder ein Künstler. Das ist ein Lebensbaum. Da kommt das Wasser und der hintere Teil ist die Geburt des Lebens. Und da drüben, das ist der Lebensbaum, wo alles glänzend läuft. Und hier sind die verschiedenen Ecken im Leben, wo man mal Todesfall hat, Krankheit hat und. Wieso wissen Sie so viel? Ich war 18 Jahre im Stadtrat und war dabei, wie man das Ganze geschaffen hat. Und da hat man uns mal diesen Brunnen erklärt, der Architekt, der das gebaut hat. Und das wissen die allerwenigsten Menschen, wissen, was das für ein Brunnen ist. Ganz ohne Ecken und Kanten ist ja kein Lebensweg. Trauer und Verlust gehören immer auch dazu. Aber vor Allerheiligen geht es beim Gräberrichten meistens um viel handfestere Dinge. Unser Grab, das Grab von meinen Eltern. Und hier? Ja, das ist meine Cousine und da liegen ihre Eltern. Unsere Mamas waren Schwestern. Ach. Die liegen jetzt genau hintereinander. Habt ihr das so geplant, oder? Also Mama ist früher gestorben und sie ist danach und da war halt gerade frei. Da sagt sie, möchte sie gerade, dass sie neben ihrer Schwester liegt. Jetzt, wenn man so beim Grabbepflanzen ist, denkt man da auch noch mal so an die Mamas oder redet man da noch mal drüber, wie das... Ja, Ja, du. ja, doch. Mhm. Ja. Was war denn? Ich rede auch mit ihr manchmal oder oft. Sie reden mit ihr? Sag ich, tschüss, hab ich's richtig gemacht, gefällt's dir so? Ja, jetzt zünde ich dir noch ein Katzler an und ja. Ja. Hat man das, Sie sind ja jetzt auch nicht mehr 17, Sie sind ja schon ein bisschen älter. Und hat man immer noch im Kopf, wie die Mama das finden würde, wie die das beurteilen würde? Und das muss ich Ihnen auch noch sagen. Wir pflanzen das so an, wie sie es immer gemacht hat. Ja. Wie das hat hat sie immer denn Erika gemacht. Erika? Und an Allerheiligen kommen 3 Chrysanthemenballen. Immer schon. Warum? Weil das immer einfach, so das fanden die ganz schön. Es muss ein Erika hin und wir machen es jetzt genauso. Wir machen so, wie sie es immer wollten. Allerheiligen kommt in die Vase große Chrysanthemen. Chrysanthemen müssen auch bei vielen anderen sein, aus Tradition. Die Wege auf dem Bergfriedhof sind lang. Da ist so ein Wagerl ausgesprochen hilfreich. Vor allem, wenn die Menschen, die die Gräber pflegen, nicht mehr die Jüngsten sind. Und Sie bringen halt schon ein fertiges Gesteck mit. Weil ich nicht mehr einpflanzen kann, weil ich nicht mehr knüllen kann. Ich reiß das jetzt raus und das kann ich halt noch zum Schluss bloß noch hinstellen.
Ich bin 82. 82 sind Ja. Sie. Und da muss man sich so leicht wie möglich machen. Und wer liegt jetzt da? Mein Papa, meine Mama und mein Bruder. Was bedeutet Ihnen dieser Platz? Sie könnten ja auch Ganz sagen, na ja, viel, ganz viel. Ich habe jetzt gerade wieder 5 Jahre verlängert. Und ja, und dann kommt halt die Urne von mir auch und dann müssten mein Sohn und meine Enkel weiterhin pflegen. Die sagen schon immer, Oma, sag's, wir machen's. Aber solange ich es kann, mache ich es selbst. Da habe ich den Kontakt irgendwie. Reden Sie mit denen auch Ja. noch? Über was? Dass es mir gut geht oder es geht mir gerade scheiße. Die sind mit Sicherheit im Himmel, also die sind mit Sicherheit irgendwo, wo sie mich hören. Die sehen mich auch radeln. Wir sind noch sehr und auch mit dem Alpenverein. Ich gehe noch in den Berg, ich gehe wandern. Mein ganzes Leben lang habe ich Sport gemacht, darum bin ich jetzt vielleicht noch so fit. Gell? Ja, das ist so. Ja. Was ist denn wichtig, dass man ein gutes Leben hat? Du darfst nicht daheim bleiben und denken, mein Gott, niemand kommt jetzt zu mir, sondern ich muss selber rausgehen und muss selber den Kontakt aufnehmen. Es kommt niemand an die Tür und klopft und sagt, bist du einsam? Und das ist das Rezept, um gut alt zu werden. Ja, ja. Sehr gut. Und sich selber mögen. Sich selber mögen, sich selber lieben, sich selber das, was man ist, sagen, ich bin richtig. So wie ich bin, bin ich richtig. Ich habe bestimmt auch Fehler, aber ich bin trotzdem richtig. Was für ein schöner Gedanke zum Heimfahren. Ich bin richtig, so wie ich bin. Das ist das Gute, wenn man miteinander ins Gespräch kommt. Da kann man voneinander lernen.